Hey, hey, ich bin Anna Zöllig und jetzt geht es ab in eine ganz, ganz farbige Märchenwelt. Dort lebt ein seltener, geheimnisvoller Vogel. Und wo der Bub Sascha eine wunderschöne Feder von diesem Vogel findet, fängt für ihn ein richtiges Abenteuer an. Kommst du mit in die Welt vom Feuervogel? Im 3x9. Land, im 3x10. Reich, hat vor langer Zeit in einem Palast mit 3 goldigen Kuppeln und 12 goldigen Türmen ein mächtiger Zar gelebt. Er hatte einen Haufen Diener. Einer davon war der Sascha. Ein junger, mutiger Mann mit einem rabenschwarzen Ross, wo Rapp geheissen hat. An einem schönen Frühlingsmorgen reitet der Sascha mit seinem Ross im rosigen Morgenlicht auf die Jagd. Es ist ein herrlich schöner Morgen. Und der Sascha pfeift fröhliches Lied. Plötzlich hört er auf pfeifen. Weit vorne sieht er etwas in der Wiese glitzern. Der Sascha zieht die Zügel an. Der Rapp wird langsamer. Das, was dort vorne glitzert, blendet ihn richtig. Der Sascha muss blinzeln. Es nimmt ein Wunder, was das ist. Und er reitet näher. Er zieht die Zügel noch fester an und der Rapp bleibt stehen. Auf der Wiese liegt eine Vogelfeder. Aber keine gewöhnliche. So eine Feder hat der Sascha noch nie gesehen. Sie funkelt und glitzert in der Morgensonne wie abertausend Sterne am Nachthimmel. Von was für einem Vogel ist echt die Feder? Ja, die ist wunderschön, staunet der Sascha. Er will ab dem Ross gumpen, da bockt er ab und schnaubt. Lass die Federn vom Feuervogel liegen, sonst passiert ein Unglück. Was sagst du? Fragt der Sascha. Die Feder ist vom Feuervogel, von dem Wundervogel. Ja, aber dann muss ich die Federn auflesen und dem Zar bringen. Stell dir vor, Rapp, wenn ich ihm die Federn vom Feuervogel bringe, dann gibt er mir mehr Lohn und vielleicht sogar noch ein Geschenk. Wer will das nicht, mein treuer Rapp? Mit einem Gump steht der Sascha neben den Federn. Der Rapp wiehert, schnaubt, rührt seinen Kopf in den Nacken und die schwarzen Mähne, die wirbeln wild umeinander. Der Sascha versteht. Er lässt die Federn liegen, schwingt sich wieder in den Sattel und reitet langsam weiter. Er will ja auf die Jagd. Aber irgendwie interessiert ihn die gar nicht mehr. Er denkt an den Feuervogel. Es heisst, sagt Sascha zum Rapp, der Schnabel von dem Riesenvogel sei sehr, sehr lang und stark und hat 100 verschiedene grosse Löcher, wie bei einer Flöte. Jedes Loch gebe einen besonderen Ton und in jedem Ton sei ein Geheimnis versteckt. Stimmt's, Rapp? Der Rapp wiehert. Der Sascha bereut, dass er die Wunderfedern liegen lassen hat. Er stellt sich vor, wie der Zar ihn belohnt hätte. Und so verträumt reitet er weiter. Plötzlich glitzert es wieder weiter vorne am Wegrand. Der Sascha zieht die Zügel an und tatsächlich, es ist nochmal so eine Vogelfeder. Sogar noch eine grössere. Und sie funkelt wie die Milchstrasse am Nachthimmel. Die lese ich jetzt auf, sagt der Sascha. Er tätschelt dem Rapp den Hals und will absteigen, aber das Ross schnaubt. Lass die Federn vom Feuervogel liegen, sonst passiert ein Unglück. Aber der Sascha hört gar nicht zu, was der Rapp sagt. Er gumpet ab dem Ross, buckt sich, will die Federn packen und da gibt ihm der Rapp mit dem Kopf einen Schupf. Der Sascha stolpert, dreht sich um und schimpft. «Rapp, jetzt tu nicht so blöd. Wenn ich die Wunderfedern dem Zar bringe, dann gibt's Gold und Edelstein. Das heisst, ich muss nicht mehr arbeiten
Und wir zwei, wir können jeden Tag ausreiten. Wer will das nicht, mein treuer Rapp? Aber der Rapp stampft und schlägt seinen schwarzen, buschigen Schweif hin und her. Das wirkt. Der Sascha lässt die Federn liegen, schwingt sich wieder in den Sattel und sie reitet weiter. Sie wollen ja auf die Jagd. Aber der Sascha hat anders im Kopf als ein Reh oder ein Hase. Also, bin ich blöd, schimpft er. Ich hätte die Federn müssen auflesen. Dann wäre ich jetzt schon ein reicher Mann. Der Sascha ärgert sich. Am liebsten würde er umkehren und die Federn gerade holen. Aber er reitet brav weiter. Der Sascha und der Rapp kommen in den Wald und traben über einen weichen, moosigen Weg. Plötzlich zieht der Sascha die Zügel an. Ein Reh rennt über den Weg. Und dem Sascha sein Jagdfieber verwacht. Der Sascha und der Rapp sind mucksmüsli-still. Ein zweites Reh rennt über den Weg. Und dann gerade noch ein drittes. Sie verschwinden zwischen den Bäumen im Gestrüpp. Der Sascha schaut, wo sie hinflüchtet. Aufs Mal muss er blinzeln. Dort, wo die Rehe verschwunden sind, dort zwischen den Zweigen, glitzert wieder etwas. Mit einem Schwung gumpet der Sascha ab dem Ross. «Was ist das für ein Glücksmorgen?» ruft er. 3 Rehe und 3 Vogelfedern. Und die Federn da ist noch grösser als die ersten beiden. Also die ließ sich jetzt auf. Wo der Sascha die Federn nehmen will, wiehert er ab wieder und schnaubt laut. Lass die Federn vom Feuervogel liegen, sonst passiert ein Unglück. Der Rapp stampft und schlägt seinen buschigen Schweif noch wilder hin und her. Aber das Mal lässt sich der Sascha nicht ablenken. Er zieht die Federn vom Feuervogel vorsichtig unter den Zweig führen und ist wie verzaubert. Die Federn vom Feuervogel ist noch warm. Entweder von der Morgensonne oder weil sie den Feuervogel erst gerade verloren hat. Der Sascha fährt mit der Hand fein über die glitzerige Vogelfedern. Sie funkelt in allen Farben, wie wenn sie voller Diamanten und Brillanten wäre. Rapp, wenn ich die himmlisch schönen Federn hier am Zar bringe, dann komme ich so viel Gold und Edelstein über, dass ich mir ein Haus mit Garten leisten kann. Dann hätten wir endlich ein eigenes Zuhause. Überglücklich gumpet der Sascha mit den Vogelfedern wieder auf seinen Rapp. Er tätschelt ihm den Hals und sagt vergnügt: «Komm, wir kehren um, mein treuer Rapp.» Wie der Wirbelwind geht's zurück zum Palast mit den 3 goldigen Kuppeln und den 12 goldigen Türmen. Wo sie ankommen, rennt der Sascha die Palaststege darauf, platzt in den Thronsaal hinein und streckt dem Zar die Prachtsfedern an. Der mächtige Zar sitzt in seinem purpurroten Seidenmantel auf seinem goldigen Thron. Er nimmt die Federn, fährt mit seinen Fingern drüber und schaut sie von allen Seiten an. Dann sagt er mit seiner heiseren Stimme: «Grossartig, Sascha! Eine fabelhafte Feder hast du da gefunden. Eine Glücksfeder. Sie ist vom schönsten Vogel der Welt. Vom Feuervogel. Das weisst, oder?» Der Zar schaut den Sascha an. «Dass du mir die Wunderfeder bringst, soll reich belohnt werden.» Der Sascha freut sich und will sich bedanken. Da sagt der Zar: «Sascha, wenn du mir eine Feder von dem Feuervogel kannst bringen, dann kannst du mir doch sicher auch den ganzen Vogel bringen. Wenn du das schaffst, beschenke ich dich noch reicher. Schaffst du es nicht, dann schlägt dir mein Schwert den Kopf ab.» Der Sascha zuckt zusammen. Seine Freude verplatzt wie ein Säupfenblatter. Das schaffe ich niemals, denkt er. Schnell verlässt er den Thronsaal, stolpert die Palaststege ab
und geht zu seinem treuen Ross Rapp. Der Rapp sieht dem Sascha gerade an, dass etwas nicht stimmt. Er wiehert. Was ist los, Sascha? Was hast du? Der Zar verlangt, dass ich ihm den Feuervogel bringe. Wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich sterben. Ich habe dir doch gesagt, lass die Federn vom Feuervogel liegen, sonst passiert ein Unglück. Schnaubt er ab. Aber keine Angst. Das ist noch nicht das Unglück. Das kommt noch. Gang zum Zar und sag ihm, er soll morgen vor Sonnenaufgang 100 Maiskörner auf der grossen Wiese hinter dem Palastpark verstreuen. Der Sascha schnauft erleichtert auf und geht zurück in den Palast. Der Zar fächert sich grad genüsslich Luft mit den Federn vom Feuervogel zu, wo der Sascha wieder in den Thronsaal hineinplatzt. Hast du etwas vergessen? Fragt der Zar streng. Nein, sagt der Sascha. Aber wenn ich den Feuervogel fangen soll, dann müssen vor Sonnenaufgang 100 Maiskörner auf der grossen Wiese hinter dem Palastpark verstreut sein. Ist in der Ordnung. Ich sorge dafür, sagt der Zar. Und jetzt lass mich in Ruhe. Der Sascha verneigt sich und geht wieder aus dem Saal. Am anderen Morgen reitet der Sascha bei Sonnenaufgang mit seinem Ross Rapp auf die Grosswiese hinter dem Palastgarten. Um den Bauch herum hat er einen Strick gewickelt. Der Sascha und der Rapp reiten langsam und schauen umeinander. Plötzlich wiehert der Rapp und schnaubt. Sascha, schnell, versteck dich. Und lass mich jetzt alleine grasen. Sofort kumpelt der Sascha ab seinem treuen Ross und versteckt sich hinter einem Haselbusch. Aufgeregt nimmt er den Strick vom Bauch und bewegt sich nicht mehr. Er ist parat. Aufs Mal rauscht der Wald. Weit weg hört man das Meer schäumen. Morgenluft zittert und von weitem kommt der Feuervogel zu fliegen. Es ist ein Riesenvogel, prachtvoll und wunderschön. Der Feuervogel segelt elegant über die Wiese hinter dem Palastpark. Der Feuervogel landet und seine gewaltigen Flügel funkeln und glitzern im Morgenlicht wie ein Sternenmeer. Mit seinem langen, starken Schnabel mit den 100 Löchern pickt er das erste Maiskorn auf. Er pickt das zweite Maiskorn auf, das dritte, das vierte und so weiter. Langsam und ruhig kommt der Rapp immer näher zum Feuervogel. Der Sascha zittert. Aber der Feuervogel pickt seelenruhig weiter. Der Rapp kommt noch näher. Und der Feuervogel kümmert es nicht. Er pickt weiter. Und dann, zack, steht der Rapp mit seinem Huf auf den Flügel vom Feuervogel. Wie der Blitz kumpelt der Sascha hinter dem Haselbusch führen. Mit einem geübten Jägergriff packt er den Feuervogel und hebt ihn fest. Der Feuervogel flattert und wehrt sich. Der Sascha braucht seine ganze Kraft zum Fesseln. Dann schaut der Sascha dem Feuervogel in die Augen. Und es ist ihm nicht mehr wohl bei dieser Sache. Der Feuervogel tut ihm leid. Aber der Sascha muss den Vogel dem Zar bringen, sonst muss er sterben. Der Sascha streichelt dem Feuervogel über die Federn und redet ihm gut zu. Traurige Töne kommen aus seinem langen Schnabel mit den 100 Löchern. Der Sascha ist ganz durcheinander. Schnell schwingt er sich mit dem Feuervogel in den Sattel und im Galopp geht es zurück zum Palast mit den 3 goldigen Kuppeln und den 12 goldigen Türmen. Der Zar traut seinen Augen nicht. Da steht doch tatsächlich der Sascha vor ihm und hat den Feuervogel in den Armen. Schnell gibt der Zar seinen Dienern einen Befehl und sofort wird's hektisch im Thronsaal. Die Diener rennen hin und her, rein und raus. Der Sascha steht immer noch mit dem gefesselten Feuervogel in den Armen vor dem Zar. Der schaut den Riesenvogel mit gierigen Augen an.
Plötzlich schwingen die grossen Flügeltüren zum Thronsaal auf und 25 Diener stellen den riesigen, goldigen Vogelkäfig mitten in den Saal. Sascha bricht schier das Herz. Er muss den Feuervogel in den Käfig einsperren. Er streichelt dem Feuervogel über die zauberhaften Federn, nimmt ihm vorsichtig den Strick ab, hebt ihn fest, drückt ihn an sein Herz. Dann stellt er den Riesenvogel in den riesigen goldenen Käfig. Der Feuervogel schlägt mit seinen prächtigen Flügeln. Es glitzert und funkelt im Thronsaal in allen Farben. Dann singt der Feuervogel mit seinem riesen Schnabel mit den 100 Löchern lange, traurige Töne. Die Töne gehen dem Sascha durch Mark und Bein. Er will den Wundervogel am liebsten wieder freilassen. Aber es gibt keinen Weg zurück. Der Feuervogel gehört jetzt zum Zar. Der Sascha hat keine Freude am vielen Gold, Silber und an all den farbigen Edelsteinen, die ihm der Zar als Belohnung gibt. Er schaut in die traurigen Augen vom Feuervogel und will nur noch eins: raus aus dem blöden Thronsaal. Aber der Zar ruft den Sascha zurück. Sascha, wenn du den Feuervogel fangen kannst, dann kannst du mir sicher auch eine Frau besorgen. Ich bin schon alt, will jetzt endlich heiraten. Über 3 mal 9 Länder. Am Ende der Welt, dort wo die Sonne aus dem blauen Meer steigt, lebt Zarevna Vasilissa. Die will ich heiraten, sagt der Zar mit seiner heiseren Stimme. Bring sie mir, belohne ich dich königlich. Schaffst du es nicht, schlägt er mein Schwert den Kopf ab. Sascha steht schier das Herz still. Und dann platzt es ihn fast vor Wut. Er will losschimpfen und das Gold, Silber und alle Edelsteine dem gemeinen Zar vor die Füße rühren und den Feuervogel freilassen. Aber er reißt sich zusammen. Mit zittrigen Beinen und mit einer Wahnsinnswut im Bauch geht der Sascha aus dem Thronsaal, rennt die Palaststege ab zu seinem treuen Ross. Was ist los, Sascha? Wiehert er ab. Was heisst? Der Zar verlangt, dass ich ihm Zarevna Vasilissa bringe. Ja, ich habe dir doch gesagt, schnaubt er ab. Lass die Federn vom Feuervogel liegen, sonst passiert ein Unglück. Aber keine Angst, das ist noch nicht das Unglück. Das kommt noch. Gang zum Zar und sag ihm, er soll dir ein königliches Zelt mit einem goldigen Spitz geben und Speis und Trank für die Reise. Der Sascha macht, was ihm sein treuer Ross sagt. Aber vorher muss er seine Wut loswerden. Wie ein Wilder raset er 3-mal durch den Schlosspark und schimpft drauf los. Und erst dann geht er zum Zar und sagt, was er braucht. Ein Diener bringt dem Sascha ein königliches Zelt mit einem goldigen Spitz und Speis und Trank für die Reise. Der Sascha packt alles auf den Treuer ab, schwingt sich in den Sattel und los geht's über 3-mal 9 Länder ans Ende der Welt. Dorthin, wo die Sonne aus dem blauen Meer steigt. Sie sind schnell unterwegs. Und bald einmal schmeckt's nach Meer. Möwen fliegen und kreischen über dem Sascha und dem Rapp. Von weitem sieht der Sascha ein silberiges Boot auf dem blauen Meer in der Wellen schaukeln. Sie reitet näher. Und da sieht der Sascha im Boot Zarevna Vasilissa mit goldigen Ruder übers Meer rudern. Der Sascha steigt ab dem Rapp und baut das Zelt mit dem goldigen Spitz auf. Er stellt Speis und Trank auf und macht sich's auf der königlichen blauen Seidendecke bequem und wartet. Der Rapp weidet zufrieden neben dem Zelt. Zarevna Vasilissa sieht den goldigen Spitz vom Zelt in der Sonne blitzen.
Es nimmt sie Wunder, was das ist, und sie rudert das Ufer. Die Vasilissa steigt aus dem Boot und bewundert das königliche Zelt da am Ende der Welt. Gewunderig geht sie rein. «Guten Tag, Vasilissa», begrüßt sie den Sascha. Er steht auf und bittet sie höflich Platz zu nehmen. «Komm, iss mit mir, schöne Vasilissa, und trink mit mir einen feinen Wein.» Zarevna Vasilissa sitzt auf die königlich blaue Seidendecke und staunet. Es geht nicht lang. Da plaudern und lachen die beiden miteinander, als wären es alte Freunde. Essen aus goldigen Teller, das Feinste vom Feinen, und sie trinken aus goldigen Becher den tiefrot feinen Wein. Nach dem ersten Becher wird Vasilissa ein bisschen müde. Nach dem zweiten Becher wird sie noch ein bisschen müder. Und nach dem dritten fallen ihr die Augen zu. Der Sascha pfeift seinem treuen Ross Rapp, baut das Zelt mit dem goldigen Spitz wieder ab und packt alles ein. Die Vasilissa nimmt er vorsichtig in seine Arme, steigt in den Sattel und galoppiert wieder zurück zum Palast mit den 3 goldigen Kuppeln und den 12 goldigen Türmen. Wo der Zar Zarevna Vasilissa sieht, leuchten seine Augen, wie sie noch nie geleuchtet haben. Er dankt dem Sascha für seine treuen Dienste, wie er noch nie jemandem gedankt hat. Und er belohnt den Sascha mit ungeheuren Schätzen, wie er noch nie jemanden belohnt hat. Der Sascha schaut schüch zum goldigen Käfig mit dem Feuervogel über. Der Feuervogel macht keinen Wank. Der Sascha geht mit seinen Schätzen aus dem Thronsaal zu seinem Ross. Er will jetzt seinen treuen Freund Rapp belohnen und reitet mit ihm aus, ohne Ziel, einfach den Nasen an. Wo Zarevna Vasilissa im Palast mit den 3 goldigen Kuppeln und den 12 goldigen Türmen verwacht, verschrickt sie. Sie reibt sich die Augen. Wo bin ich? Ja, was hat das alles zu bedeuten? Und der Zar erzählt ihr, wie, wieso und warum sie hier angekommen ist. Die Vasilissa zuckt zusammen. Sie will auf der Stelle wieder heim, ans Ende der Welt, ans blaue Meer. Der Zar probiert, die Vasilissa zu beruhigen und zu trösten. Er verwöhnt die Vasilissa nach Strich und Faden. Aber Zarevna Vasilissa lässt sich von all dem Pomp und Protz und Firlefanz nicht trösten. Von Tag zu Tag sieht sie schlechter aus. Sie magert ab, ist bleich wie ein Lindtuch, hat dunkle Augenringe und schaut traurig in die Welt. Aber dem Zar gefällt sie auch so. Er will sie heiraten. Unbedingt. Und jetzt soll sofort das Hochzeit vorbereitet werden. Die Vasilissa schudert und sie sagt, der, der mich vom Ende der Welt, vom blauen Meer dahin entführt hat, der soll dort zurückreiten. Dort, mitten im Meer, unter einem grossen Stein, liegt mein Hochzeitskleid. Und ohne das Kleid kann ich nicht heiraten. Der Zar ruft sofort dem Sascha. Dem Sascha gefällt es gar nicht, dass er wieder im Palast mit den 3 goldigen Kuppeln und den 12 goldigen Türmen muss. Er ahnt nichts Gutes. Und als er in den Thronsaal kommt und die bleich, abgemagerte Vasilissa mit den traurigen Augen sieht, da fängt ein schlechtes Gewissen an zu plagen. Und als er auch noch den Feuervogel sieht, wie er traurig und leer durch die goldigen Käfigstäbe schaut und seine blassen Federn lässt hängen, fängt sein Herz wieder laut an zu klopfen und seine Beine zittern. Der Zar reisst ihn aus den Gedanken und sagt mit seiner heiseren Stimme: «Sascha, du musst ans Ende der Welt reiten, dort hin, wo die Sonne aus dem blauen Meer steigt. Dort im Meer liegt versteckt unter einem grossen Stein das Hochzeitskleid der Vasilissa. Holz und bring's! Schaffst es,
belohne ich dich, wenn ich noch nie jemanden belohnt habe. Schaffst du es nicht, dann schlägt er mir schwer den Kopf ab. Vasilissa zuckt zusammen. Und der Sascha kann es nicht glauben, dass er schon wieder eine Aufgabe bekommt. Wütig stürmt der Sascha aus dem Thronsaal, rennt Ballaststege durchab zu seinem treuen Ross Rapp. Was ist los, Sascha? Wiehert er ab. Was hast du? Der Zar verlangt, dass ich das Hochseekleid von der Vasilissa aus dem blauen Meer holen. Ich hab dir doch gesagt, lass die Federn vom Feuervogel liegen, sonst passiert das Unglück. Schnaubt er ab. Aber keine Angst, das ist noch nichts Unglück. Das kommt noch. Steig auf, wir galoppieren los. Der Sascha schwingt sich in den Sattel und ab geht's über 3x9 Länder ans Ende der Welt, dorthin, wo die Sonne aus dem blauen Meer steigt. Erst dort steigt der Sascha ab. Er schaut in die Wellen mit den weissen Schaumkronen und dann fängt er an zu schimpfen. Also ich könnte den Zar auf den Mond schiessen. Ja, wie soll ich denn da das Hochseekleid finden? Der Rapp sieht im Ufersand einen alten Krebs umeinander krabbeln. Schnell steht er ihm mit seinem schweren Huf auf den Panzer. Der alte Krebs, der jammert laut auf. Bitte, bitte lass mich leben. Du mich nicht töten. Ich mache alles, was du willst. Gut, Wiehert er ab und lässt den Krebs los. mitten im blauen Meer liegt unter einem grossen Stein das Hochseekleid von der Zarewna Vasilissa. Hol's und bring's. Sofort ruft der alte Krebs krächzige Töne über das weite blaue Meer. Und der Sascha traut seinen Augen nicht. Von allen Seiten kommen Krebs. Ein Meer von Krebsen krabbelt auf ihn und den Rapp zu. Jetzt stellt sich der alte Krebs auf und befiehlt mit seiner krächzigen Stimme: Los geht's! Wir holen das Hochseekleid von der Zarewna Vasilissa! Auf sein Kommando springen alle Krebs miteinander ins Wasser. Es fängt an zu schaumen und gurgeln. Und die Krebs schwimmen und tauchen tiefer und tiefer bis auf den Grund vom blauen Meer. Dort kriechen sie zum grossen Stein. Alle Krebse schieben und stossen den grossen, schweren Stein auf die Seite. Und da liegt's. Das Hochseekleid von der Zarewna Vasilissa. Die zwei grössten Krebs nehmen das Kleid vorsichtig in ihre Schere und tragen es auf ans Ufer. Und alle anderen schwimmen hinten rein. Das Meer schaumt und gurgelt wieder und Krebse tauchen auf. Das Herz vom Sascha macht den Gump. Sie haben das Hochseekleid tatsächlich gefunden. Der Sascha und der Rapp bedanken sich bei den Krebs. Ohne sie hätten sie das nie geschafft. Dann schwingt sich der Sascha mit dem Kleid in den Sattel und im Galopp geht's zurück zum Palast mit den 3 goldigen Kuppeln und den 12 goldigen Türmen zum mächtigen Zar. Geschafft, freut sich der Sascha und übergibt der Zarewna Vasilissa ihr Hochseekleid. Der Zar nimmt Vasilissa glücklich in seine Arme. Jetzt könnt's endlich heiraten. Aber Zarewna Vasilissa hat noch eine Bedingung. Ich heirate erst dann, wenn du Sascha befiehlst, im süttig heissen Wasser zu baden. Der Zar überlegt keine Sekunde und befiehlt seinen Diener: Füllen den grossen Kessel mit Wasser, bringen den zum Süden, holen den Sascha und rühren den rein. Befehl ist Befehl. Diener rennen geschäftig hin und her. Und schon bald kocht das Wasser. Es dampft und sprudelt. Kleine, grosse Blattern spritzen auf alle Seiten. Ja, dann wird der Sascha geholt. Jetzt ist das Unglück da, denkt der Sascha und starrt den heissen Kessel an.
hätte ich doch nur die Federn vom Feuervogel liegen. Warum habe ich nicht auf mein treues Ross gehört? Ross. Ross, genau. Der Rapp, schiesst dem Sascha durch den Kopf. Mutig steht er vor der Zar und sagt: «Lass mich bitte noch das letzte Mal zu meinem Ross. Ich will Abschied nehmen von meinem treuen Freund und von meinem Begleiter.» «Ja gut, gang und nimm Abschied von deinem Ross», sagt der Zar. Und der Sascha geht zum Rapp. «Was ist los, Sascha? Wiehert der Rapp. Was hast du?» Der Sascha nimmt den Kopf vom Rapp in seine Hände und sagt: «Mein guter, treuer Rapp, es ist vorbei mit mir. Ich muss sterben. Der Zar verlangt, dass ich im süttig heißen Wasser baden muss.» Der Rapp stupft den Sascha mit dem Kopf und wiehert: «Keine Angst, Sascha. Jetzt wendet sich's Unglück ins Glück.» Der Rapp schaut den Sascha geheimnisvoll an und murmelt: «Abracadabra, Hokus Pokus, Haselnuss, Vogelfeder, Rossschwanzhaar, alles kommt, wie's kommen muss. Schlangenei und Krötendreck. Das Glück ist da, das Unglück weg.» Der Rapp schnaubt dreimal und stupft den Sascha mit seinem Kopf dreimal im Bauch. Dann lässt er den Sascha stehen und trottet in den Stall. Der Sascha schaut seinem Ross nach, nimmt alle Mut zusammen und steigt die Balaststege darauf, zurück in den Thronsaal. Die Diener warten schon, packen den Sascha und rühren ihn ins süttig heisse Wasser. Der Sascha taucht unter. 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden. Dann springt er wieder aus dem Kessel. Alle staunen. Keiner sagt ein Wort. Der Sascha hat sich verändert. Er ist wunderschön. Wie ein Prinz steht er da und strahlt. Das heiße Wasser hat ihn verwandelt. Die Vasilissa lächelt. Der Zar staunt. Ja, was ist jetzt da passiert? Er schaut den Sascha an und sagt: «So schön, wollte ich auch sein. Was der Sascha kann, das kann ich auch.» Und da passiert's. Der Zar kumpelt in das süttig heisse Wasser. Aber er taucht nicht mehr auf. Er ist sofort verbrannt, verbrüht und tot. Zarevna Vasilissa ist erleichtert. Sie ist frei und erlöst. Sie wirbelt und tanzt durch den Thronsaal. Ihre Augen leuchten wieder. Sie packt den Sascha und tanzt mit ihm um den goldenen Käfig mit dem Feuervogel. Der schlägt seine blassen Flügel und singt sehr schmal, seit er eingesperrt ist, ein paar geheimnisvolle Töne. Der Sascha schaut ihm mit den Augen. Er nimmt den Feuervogel aus dem goldenen Käfig. Er streichelt dem Wundervogel 2, 3, 4, 7 Mal über seine blassen Federn, die langsam wieder anfangen zu glitzern und glänzen. Plötzlich funkelt es wieder, wie der Sternenhimmel in der Nacht. Und der ganze Thronsaal fängt an zu leuchten, wie wenn aber 100 Lichter aus dem Boden an die Decke aufschweben würden. Der Sascha flüstert dem Feuervogel etwas zu. Dann macht er das Fenster auf. Der Feuervogel breitet seine prächtigen Flügel aus und fliegt auf den höchsten Baum im Palastpark. Dort oben singt er mit seinem riesen Schnabel mit den 100 geheimnisvollen Löchern das allerschönste Hochzeitslied, das die Welt je gehört hat. Zarevna Vasilissa und der Sascha heiraten. Und die beiden leben viele Jahre glücklich und zufrieden im Palast mit den goldigen 3 Kuppeln und den 12 goldigen Türmen. Jeden Tag reitet es aus. Die Vasilissa
auf einem schönen Schimmel, der Sascha auf seinem treuen Rapp und über ihren Köpfen fliegt der Feuervogel und singt mit seinem riesen Schnabel mit den 100 geheimnisvollen Löchern Lieder vom 3x9. Land, vom 3x10. Reich, von Russland. Die Märchenwelt ist einfach schön, oder? Wenn du mehr solche Geschichten hören willst, komm vorbei auf srfkids.ch und abonniere den Podcast «Kids Hörspiele für Kinder». Dort hat er noch mehr so tolle Geschichten zum Hören. Bis bald wieder von mir, Anna Zöllig.